Vielleicht wundert ihr euch jetzt, warum es gerade 2 Videos in so kurzen Abstand gibt. Ehrlich gesagt wundere ich mich auch. Aber es gibt heute 2 Sachen, die ich echt finde, die sind es wert, mit euch zu besprechen. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich das letzte Mal von einer Bombe erzählt habe? Die Bombe ist keine Bombe gewesen. Es ist eine Attrappe gewesen. Und jetzt ist herausgekommen, wer die Attrappe dort angestellt hat. Wie hat man das herausgefunden? Ganz einfach. Es gibt da so eine Erfindung, die ist recht praktisch. Sie nennt sich Überwachungskamera. Die kann dich filmen, ohne dass du es merkst. Jedenfalls hat ein Haus aus der Umgebung so eine Überwachungskamera gehabt und hat der Typ, der die vermeintliche Bombe dort angestellt hat, gefilmt. Jetzt ist herausgekommen, dass das ein 16-Jähriger ist, der sich einfach einen Spass hat erlauben. Zumindest ist das, was bis jetzt rausgekommen ist. Mehr weiß ich auch nicht. Ich persönlich finde es einfach mega scheiße, weil wenn mal eine wirkliche Bombe gefunden wird, erinnern sich alle an die Geschichte jetzt und denken, es ist eine Attrappe. Und dann macht's bumm. Ganz viele Leute sterben, weil sie die Bombe für eine Attrappe gehalten haben. Wirklich gescheit. Nein, ganz ehrlich, egal ob du eine Bombe anstellst oder nur eine Attrappe. Du liegst in meinen Augen einfach voll daneben, wenn du die Sicherheit von Leuten gefährdest. Die Basler Staatsanwaltschaft und die Basler Polizei sind momentan noch am Abklären, warum der Typ das genau gemacht haben könnte. Weitere Details sind bis jetzt nicht bekannt, zumindest nicht der Öffentlichkeit. Was die Staatsanwaltschaft weiß ich natürlich nicht. Kommen wir zu einem zweiten Thema. Ein berühmtes Schweizer Telekom-Unternehmen, und ich weiss, ihr denkt jetzt an Swisscom wegen einem gewissen Video, aber ich meine Orange, hat seinen Namen geändert. Orange heisst neu Salt. Das ist Englisch und steht für Salz. Ich habe bis jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht, ob das irgendwie eine Abkürzung ist, wie zum Beispiel super arme Luschen telefonieren. Aber wenn es wirklich einfach nur mehr Salt, also Salz heissen sollte, dann glaube ich, ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis Swisscom sich Pepper, also Pfeffer lädt. Nein, aber jetzt ganz im Ernst, als etabliertes Unternehmen wie Orange, das mit guten Angeboten lockt und unter anderem 3000 Minuten für unbegrenzt haltet, ist es meiner Meinung nach einfach nur ein Fehler, seinen guten Namen aufs Spiel zu setzen und sich in ein Gewürz umzubenennen. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob Salz ein Gewürz ist. Ja, wie vorher. Das Telefon. Sorry. Ja, so ein Typ von einem Meinungsinstitut gesehen. Ja, das ist jetzt wirklich passiert. Der hat irgendwie angerufen und gefragt, ob da ein Nathalie so und so sei. Sag ich natürlich, nein, ich bin ja nicht Nathalie. Dann fragt er, mit wem er jetzt verbunden ist. Ich kläre ihn darüber auf. Denk mir darauf aber natürlich, dass jetzt das Gespräch fertig ist. Denkst du? Der macht einfach seine Meinungsumfrage mit mir. Gut, ich hätte dann irgendwann abhängen, aber es ist trotzdem ein bisschen mühsam gewesen, weil die Kamera ja noch läuft und alles und so weiter und so fort. Ja, egal. Wie auch immer, wo bin ich stehen geblieben? Als ein etabliertes Unternehmen wie Orange würde ich meinen guten Ruf als Orange eben nicht aufs Spiel setzen und mehr zu Salz umbenennen. Ah ja, stimmt, das habe ich ja schon gesagt. Nein, ganz im Ernst, ich habe gerade gesagt, was ich wollte sagen. Ich komme jetzt irgendwie nicht mehr drauf. Hilft mir bitte jemand auf die Sprünge. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es wird nicht zu fest kalt. Es ist ein bisschen provisorisch darum. Wir suchen noch ein gutes Aufnahmestudio. Und wie gesagt, ich kann natürlich nicht jeden oben so ein Video machen. Das ist jetzt ziemlich spontan gewesen. Und es wird auch in Zukunft alles ziemlich spontan bleiben auf Ask-Switzerland. Wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt Montag. Am Donnerstag gehen wir filmen, ein paar Interviews machen. Und wenn es gut kommt, können wir sie schneiden und irgendwie so gegen Sonntag aufladen. Dazwischen weiss ich nicht, ob man etwas erwarten kann. Wenn natürlich etwas mega Spannendes passiert, gibt es natürlich wieder eine Info darüber. Und sonst, wenn ihr jetzt noch etwas esst, denkt an Salz und Orange. Und wenn ihr Pfeffer drüber geht, denkt an die beste Partei von der Schweiz. Tschüss zusammen!